stimmt jetzt. Ja. Es ist kalt. Aber schnell aufgekommen, meinst du? 18 Uhr, Unternberg-Parkplatz bei Ruppolding. Micha, Basti, Michael und Andreas wollen heute noch auf die Alm. Es war ganz spontan heute, tatsächlich. Lass mich überraschen. Micha ist zum ersten Mal dabei. Michael war hier schon öfter auf Tour. Ich bin auch einer, wenn es mir von der Arbeit einmal ausgeht und sage, jetzt brauche ich heute auf Nacht noch mal richtig auspowern, dann gehe ich einmal schnell allein auf Nacht rauf. Heute steuern sie die Unternbergalm gemeinsam an und wollen oben einkehren. In der Gruppe kann man sich gegenseitig antreiben, aber auch in die Schranken weisen, wenn es sein muss. Es ist natürlich, wenn es lawinengefährlich ist, das ist so oder man dann auch abbrechen kann. Oder ja, wie gesagt, wenn es Feuer mal nicht halten, dann musst du auch abbrechen. Oder wenn die Bedingungen einfach nicht danach sind, dann musst du umdrehen, ist gescheiter, bevor was passiert. Ziel ist eine der beliebtesten Nachtskirouten im Chiemgau. Auf der aufgelassenen Abfahrtspiste vom ehemaligen Skigebiet Unternberg geht's ziemlich steil hinauf. Für die Aufstiegsspur braucht's eine gute Lampe und Kondition. Wenigstens sind da die 7 Grad minus schnell vergessen. Und die Dunkelheit macht ihnen allen nichts aus? Auf diese Frage hat auch Andreas sofort eine Antwort. Auf Nacht ist es absolut kein Hindernis. Nicht. Das ist am schönsten. Du hast meistens die Ruhe, wenn es nicht gerade am Unternberg ist. Das passt gut. Ja, ich muss sagen, aber heute ist vom Schnee her nicht ganz so perfekt, aber sonst treibt mich natürlich schon der Tiefschnee auf. Wenn es ein gescheit schneit und gescheit schneit auf Nacht, das ist eigentlich die Motivation bei uns. Und so wie heute, wo der Schnee nicht ganz so passt, da geht es uns jetzt nicht um die Abfahrt, sondern einfach gemütlich beieinander hocken auf der Alm. Mit zunehmender Höhe wird auch die Aussicht auf das nächtliche Ruppolding immer besser. Die meisten Tourengeher hier kommen wie Basti und seine Freunde aus dem ganzen Chiemgau. Alle haben schon jahrelang Tourenerfahrung. Micha, wie geht's? Jetzt brauche ich dann noch mal eine Hütte und ein Bier. Ich glaube, die langt ein bisschen. He? Und endlich, da leuchtet sie heraus, die Unternbergalm. Du hast schon ein bisschen länger gebraucht heute. Aber heute ist das so kalt. Hilft nix. Da ist da. Dir hat es auch gefallen. Auf alle Fälle. Jetzt mal wieder mit. Machen wir mal wieder. Passt, freut mich. Aber jetzt gehen wir ins Warme. Gibt's ein Weißbier, oder? Nein, ab und gehen wir rein. Für einen Donnerstagabend ist erstaunlich viel los. Wer die 700 Höhenmeter in 1,5 Stunden bewältigt hat, trifft hier auf Gleichgesinnte und wird vom Wirt persönlich bedient. Für feierabendliche Touren haben zwischen Berchtesgaden und dem Allgäu immer mehr Hütten geöffnet. Wir sind oft auf Nacht unterwegs. Im Sommer, im Winter auch eigentlich immer. Ja, es sind wirklich Tage dabei, wo es wirklich 4, 5 Tage vorher reservieren musst, dass du überhaupt einen Platz kriegst. Also das ist wirklich ein brutaler Hype. Ja, es ist viel mehr geworden natürlich. Besonders über Corona nochmal einen Schub gegeben. Da sind natürlich noch alle viel mehr auf die Berge rum. Aber das, von Anfang an, seit 6 Jahren mache ich es jetzt schon, ist das ein Trendsport schlechthin in meiner kleinen Welt herum. Ja. Was den Wirt Florian Müller freut, sehen Jäger wie Sepp Eder mit gemischten Gefühlen. Das Wild gewinnt viel, wir gewinnen auch viel und es ist nicht ganz praktisch, das ist klar, aber ich glaube, wenn sie das auf ein paar Tage begrenzt oder speziell auch auf ein paar Zeiten begrenzt, dann toleriert das Wild genauso. Schlecht ist es halt, wenn es frisch geschnien hat, da ist es halt schwierig, weil das Wild dann von den Fluchtwegen Schwierigkeiten hat. Apropos Neuschnee, für einen Basti kann er nicht hoch genug sein. Aber das ist purer Genuss gewesen. Und das war einer der ersten Skitouren heuer vor 5 Jahren, wo man gemeint hat, da hat es eigentlich so einen Schnee noch nicht gehabt, aber in die Rinnen hat es einfach so viel reingehauen und durch Zufall sind wir da reingekommen in mein Späßl und das war einfach ein Genuss. Also tatsächlich bis jetzt die beste Abfahrt gewesen. Und nach dem suchen wir halt die ganze Zeit. Gell. Es dauern dann auch relativ oft Abbrecher und ich finde das beim Skitourengehen das A und O. Und genauso wie meines Erachtens soll ja jeder einen Lawinenkurs machen müssen, weil da lernst du brutal viel. Und auch ich habe vorher Touren gemacht, wo ich sage,
geht gar nicht. Das Risiko fährt immer mit. Aber jetzt denken wir erst mal an was Schönes. Ein Höhepunkt von so einer Nachtskitour ist doch die spannende Abfahrt ins Tal. Deswegen ist auch nach dem ersten Bier Schluss. Von wegen kein Pulverschnee. Ein bisschen einen haben Basti und seine sportlichen Freunde dann doch noch gefunden.